Okay, de Mr. Science schenkt haut de bëssen an de Wolken ze sinn. Oder Joseph, wat müsste du? Ma ja, schon mal eng Wolleg gefahren. An dat funktioniert wirklich? Nee, nicht so richtig. Mir wird eigentlich halt dran als ein bisschen Luft, auch relativ viel Luftfeuchtigkeit. Und Luftfeuchtigkeit, die gesagt nicht. Die ist durchsichtig. Wenn ich aber mit dieser Pumpe die Luft an das Fleisch rablosen, dann wird man geschwind mit Wollig gesehen. Aber wenn ich den Druck loslasse, dann geht die Temperatur an der Flasche rauf und dann gesehen wir Wollig. Voilà, mit Wollig. Nach en Keier. Wann d Luft an der Flasch mikal gëtt, entsteet eng Wolleg oder wie hei Nivel. Ma ja, Nivel ass sech genee datselwicht wéi Wolleken. Dat sinn ganz kleng Wasserdrüpsen, déi an der Luft schwiewen. Wéi awer lo die Wolleken de Owen entstehen, do mamer lo e ganz gros Experiment an dofir ginnech lo bei Spezialisten. An dofir ass de Mr. Science zu Bresel am Institut Royal de Meteorologie. Ha ginn d'Federdonnées gesammelt an ze Summe mat Satellitebilder ausgewerert, fir Dono d'Feder firauszusoen. Wen hei schafft, den ass also wirklich voll an de Wolleken. Moin Hugo. Kannst du mal erklären, wéi d'Wolleken entstehen? Wolken ontstaan door... Wolken entstehen, wenn es der Feuchtigkeit an der Luft an dem Institut gemoss. An Luftfeuchtigkeit, die entsteht zum Beispiel, wenn die Sonne auf Wasser schenkt und das verdampen lässt. Ist das so? Ja, dat is korrekt. Maar het is wel zo... Ja, das ist richtig. Das ist so, dass Wolken entstehen, wenn die Luftfeuchtigkeit 100% ist oder mehr. Aber eigentlich kann sie nicht über 100% gehen und du wennst bilden sich kleine Drüpsen, die sich drauf machen. Ah, also der Ofen ist also mehr Luftfeuchtigkeit wie hier innen? De absolute... Die Absolutfeuchtigkeit ist dieselbe, aber die Relativfeuchtigkeit ist verschieden und dadurch entstehen Wolken. Absolut, relativ. Lo fängt awer schon no kompliceéiert ze ginn, Joseph. Erklär als mal dat bësse mi genie. Luftfeuchtigkeit ist relativ. Und relativ heisst, dass sie aufhängt von der Temperatur. Wenn wir da draußen 30 Grad zum Beispiel haben, dann heisst 100% Luftfeuchtigkeit, dass sich an einem Meter Küb Luft 30 Milliliter Wasser können lesen und nicht mehr. Wenn wir nur 20 Grad haben, dann heisst 100% Luftfeuchtigkeit, dass sich nicht mehr nach 17 Milliliter Wasser an einem Meter Küb können lesen. Aber bei 0 Grad können sich maximal 5 Milliliter Wasser an einem Meter Küb lesen. Okay, wärm Luft kann also méi Feuchtigkeit enthalen wie Kalluft. Dadurch entstehen am Sommer auch die dicke Cumuluswolken. Wenn die Sonne schenkt, geht die Luft iwwer dem Boden warm und steigt erop. Dadurch geht die Luft loserlos mikal, kann also auch loserlos manner Feuchtigkeit enthalen. Der Wasserdampf kondensiert. Eng Wolleg entsteht aus lauter kleine Wasserdrüpsen. Aber wenn die kleinen Drüpsen immer mehr groß gehen, da fängt du mal Tränen. Wir halten also fest, Wolken entstehen zum Beispiel, weil Warmluft sich aufkillt. Und das ist nicht just am Sommer der Fall, aber auch hier am kalten Bresel. An den Beweis lieferte Mr. Science mit einem großen Wederballon. Die Wederballon wird für das erste Mal mit Wasserstoff abgepumpelt. Die Gas ist 30 Mal mehr leicht wie Luft. Dieser Ballon kann dann 4 Kilogramm an den Himmel ziehen. Das geht durch, für den Joseph Singmo-Station op Dresden zu schicken. Voilà, der zweite ist meine bewegliche Meerstation. Hier gibt zum Beispiel Temperaturgemoss, und dort Luftfeuchtigkeit. Und hier ist ein Sender drin, und der schickt uns die Werte bis rauf an Zentral. Gut, dass der Joseph mehr wie 4 Kilowatt, sonst wären Luft fort. Der Ballon klimmt immenséier an den Himmel und verschwindet doch schon no paar Sekunden an den Wolken. Nur enger Heicht von ungefähr 30 Kilometer platzt der Ballon, weil du man Luftdruck ist. Das erklärt doch, für was er nicht bis hin abgepumpelt wird. So, den ist fort. Also gehen wir mal schnell gucken, wie sich die Meereswerte ändern. Oder hier auf diesem Computer kommen die Werte von meinem Wederballon an. Und hier sehe ich direkt, wie viel Luftfeuchtigkeit wir an der Luft haben und wie hoch die Temperatur ist. Längs um Thermometer seht ihr, dass die Temperatur fällt und damit die relative Luftfeuchtigkeit klimmt. Aber wenn ich die Grafik richtig interpretiere, haben wir die ersten Wolken auf 300 Meter, weil du als heute Luftfeuchtigkeit auf 100%. Oh, Joseph, und den Instrumenten, die sie push, oder wie müsst du das da für sie rumzufangen? Logischerweise. Die Wand, die kommt von da. Also muss der Ballon an die dort Richtung fortziehen. Und mit dem Kompass werde ich auch die Richtung fallen.